Genau. Hey, ich darf heute Morgen etwas Neues mit euch zusammen ausprobieren. Und nämlich ist das ein 10-Minuten-Fenster. Das ist etwas, was wir neu einführen wollen, wenn wir neu ausprobieren, ein 10-Minuten-Fenster. Und was das genau ist, erkläre ich jetzt gerade. In diesem 10-Minuten-Fenster möchten wir über Themen reden, predigen, die vielleicht nicht eine ganze Predigt sind, die vielleicht auch nicht alle gerade so betrifft im Gottesdienst, aber wo wir trotzdem finden, hey, es wäre eigentlich wichtig, dass man über das Thema mal eine kurze Lehreinheit macht. Und so darf ich heute zum ersten Mal so ein 10-Minuten-Fenster machen, zu einem Thema, das ich finde, ist mega wichtig, aber wo jetzt nicht gerade dran ist, um eine ganze Predigt oder eine ganze Predigtserie darüber zu machen, wo aber aus aktuellem Anlass sehr wichtig ist, dass ich dort eine kurze 10 Minuten Lehreinheit dazu mache. Und ich möchte heute Morgen das erste 10-Minuten-Fenster machen. Also das werden wir ab und zu mal so am Sonntag einführen, das 10-Minuten-Fenster. Jetzt wisst ihr immer, okay, wenn es 10-Minuten-Fenster ist, das ist einfach eine Kurzpredigt zu einem spezifischen Thema. Und heute möchte ich eine Kurzpredigt zum spezifischen Thema Mitarbeit machen. Genau, Mitarbeit. Wieso über Mitarbeit? Well, es ist tatsächlich so, dass wir in ein paar sehr, sehr wichtigen Bereichen von unserer Kirche dringend Mitarbeiter suchen. Und wir haben verschiedenst schon angefragt und es ist immer eine Herausforderung zum Mitarbeiter gewinnen, obwohl wir ganz viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben. Im Kreuzpunkt möchte ich doch jetzt einfach eine kurze Lehreinheit zur Mitarbeit machen. Und die 10-Minuten-Fenster, haben wir gesagt, die dürfen auch ein bisschen konfrontativ sein und ein bisschen herausfordern. Von dem her darf ich jetzt euch ein bisschen herausfordern zum Thema Mitarbeit. Und zwar, Mitarbeit ist ja im christlichen Kontext zuerst mal sehr ein idealistisches Thema. Also Mitarbeit ist mega cool, oder? Berufen werden von Gott. Ich habe die Bibelstelle rausgesucht für uns alle, wo der Petrus von Jesus zum Dienst rausgerufen wird, aufgefordert wird. In Matthäus 4, 19 bis 20 lesen wir, wie Jesus, der Petrus, in seine Nachfolge ruft. Und dort sagt Jesus, sprach zu ihnen: Kommt, folgt mir nach. Ich will euch zum Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und das ist ein mega cooler Bibeltext, um darüber zu predigen. Oder wow, was ist das für ein Moment gewesen, wo Jesus die Fischer in die Nachfolgschaft hineinruft. Hey, Jesus gibt den Jüngern eine neue Identität. Er sagt, ich mache euch zum Menschenfischer. Ich lasse euch teilhaben in meinem Reich. Ich gebe euch die Ehre, mir nachzufolgen. Ja, hast du vielleicht schon eine Predigt gehört über das, was das bedeutet hat, wenn ein Rabbi ein Mensch zur Nachfolgschaft rausgerufen hat. Eine brutale Ehre. Und so könnte man über das Thema Mitarbeit sehr idealistisch und sehr motivierend euch Lehre geben und predigen, so wie genial das Mitarbeit eigentlich ist. Und hey, und das stimmt. Das ist es wirklich. Es ist ein absolutes Privileg, dass wir im Reich Gottes mitarbeiten dürfen. Hey, wie krass ist das, dass Gott mit uns will kooperieren? Hey, der Petrus hat erlebt, gesehen, mit eigenen Augen, wie Wunder passiert sind. Er ist berufen worden wegen einem Wunder. Jesus hat gesagt, geh nochmal fischen, und es ist das Unmögliche passiert. Sie haben einen Fischfang gehabt, wie selten vorher je möglich überhaupt ausdenkbar gewesen wäre. Und dann hat er seine Schwiegermutter geheilt. Ich weiss nicht, wie wohlwollend dass er das aufgenommen hat, aber es ist dann weitergegangen. Blinde haben angefangen gesehen, Lahme sind gelaufen, Tote sind zu den Gräbern rausgekommen. Also hey, das ist ein mega krasses Privileg gewesen, dass Jesus, der Petrus, in seine Nachfolgschaft hineinruft. Und es ist eigentlich einfach, zum jetzt nur so eine Predigt machen, oder? Zum sagen, hey, wenn ihr nicht auch Teil seid vom Reich Gottes. Hey, wie cool ist es, wenn wir unsere Berufung ausleben, oder? Wenn wir dürfen mit Jesus unterwegs sein, wenn wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Also einfach nur idealistisch euch das ans Herz legen, mitschaffen. Jetzt gibt es aber auch einen realistischen Aspekt zu der Mitarbeit. Und realistischerweise muss ich einfach auch eingestehen und auch zugeben, hey, Mitarbeit, die kostet uns. Im Reich Gottes mitschaffen ist nicht gratis. Das hat einen Preis dazu dran.
Das wird uns etwas kosten, wenn wir uns entschliessen, zum Ja sagen, zur Mitarbeit, wenn wir Ja sagen, zum Mitschaffen im Reich Gottes, dann bedeutet das automatisch einen Preis. Ich möchte euch aus dem 2. Korinther vorlesen, Kapitel 11, Vers 23 bis 27, wie der Paulus den Preis beschreibt, auflistet, wo er zahlt für die Mitarbeit, für die mega coole, idealistische Mitarbeit, für das Privileg dürfen einen Unterschied machen im Reich Gottes. Listet er mal einfach einisch auf, was er für einen Preis am Zahlen ist für das Mitschaffen im Reich Gottes. Und dort lesen wir wie folgt, wie der Paulus aufschreibt. Ich nahm weit mehr Mühen auf mich als sie, war weit öfter im Gefängnis, wurde ungleich häufiger ausgepeitscht, war wieder und wieder vom Tod bedroht. Von den Juden habe ich 5-mal die 40 Hiebe weniger einen bekommen. Also es ist das Maximalstrafmaß, wo nicht eine Todesstrafe ist. Es sind 39 Schläge mit dem Stock. 3-mal wurde ich mit der Rute geschlagen, 1-mal wurde ich gesteinigt, 3-mal habe ich einen Schiffbruch erlebt und 1-mal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, ertrug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Das ist die Realität von der Mitarbeit im Reich Gottes, wo der Paulus gezahlt hat. Jetzt kann ich schon sagen, wenn ich euch bitte, im Kreuzpunkt mitzuschaffen, ich glaube, ganz so schlimm wird es nicht werden. Wir haben schon ein paar taffe Teamleiter, also Stockschlag vielleicht im schlimmsten Fall, aber ganz so krass wie auf dieser Liste wird es nicht werden. Und doch müssen wir einfach anerkennen, hey, im Reich Gottes mitschaffen und auch im Kreuzpunkt mitschaffen, hat einfach auch einen realistischen Aspekt dazu dran. Das bedeutet, es wird Momente geben, wo wir mitschaffen und, ich habe das extra so aufgeschrieben, zu gut Deutsch, am Mitarbeiter am Sonntag schiesst manchmal an. Und weisst du was? Das ist im Fall voll okay. Das ist voll okay. Es muss nicht immer der Fall sein, dass wenn wir mitschaffen im Reich Gottes, wenn wir uns investieren, dass wir uns danach erfüllt und super motiviert und so richtig gesättigt, geistlich führt. Hey, manchmal ist Mitschaffen im Reich Gottes auch einfach eine Last und es kostet. Hey, der Paulus schreibt sogar, dass Mitschaffen im Reich Gottes ist wie ein Athlet, der sich vorbereitet, um den Kranz, den Siegeskranz zu erringen. Der trainiert, der diszipliniert sich selber und es gönnt nur der die strengste Disziplin am Tag anlegt. Hey, Mitarbeit bedeutet manchmal auch dranbleiben und durchbeissen, wenn wir nicht Lust haben, wenn wir keinen Bock haben, wenn es uns nicht Spass macht, wenn es uns einen Preis kostet. Wenn wir merken nach 6 Monaten, hey, wow, aber Kinder an Mitarbeit ist jetzt doch nicht ganz so lässig, wie ich das gedacht habe. Und weißt du was? Das ist im Fall voll okay. Das gehört zur Mitarbeit dazu. Wie kann ich jetzt also mit gutem Gewissen da vorne stehen und euch fragen, ob ihr mitschaffen wollt? Wie geht das jetzt auf, oder? Wie kann ich das machen, oder? Ich meine, die eine Versuchung wäre jetzt natürlich nur auf die idealistische Seite gehen und sagen, ja, weisst, wenn es anschießt und so, ist im Fall nicht ganz so schlimm, weil du schaffst ja im Reich Gottes mit und so. Und weisst, ich finde es mega ermutigend, dass der Petrus selber die Frage Jesus stellt. Der Petrus, hochidealistisch motiviert, rekrutiert fürs Reich Gottes. Er nennt zum Fischer von Menschen. Zum Mitgehen mit Jesus einen Unterschied machen, ist mit ihm unterwegs und stellt ihm eines Tages eine Frage. Und die Frage ist eine sehr realistische Frage. Nachdem er gemerkt hat, dass das etwas kostet, dass es ihn sogar sehr viel kostet, stellt er eines Tages Jesus die Frage, wo Realität und idealistische Vorstellungen aufeinandertreffen.
Und der Petrus stellt die Frage. Darauf sagte Petrus zu Jesus. In Matthäus 19 lesen wir das. Das ist relativ spät, wo sie schon ein Zeitchen miteinander unterwegs sind. Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Also eigentlich eine sehr faire Frage. Der Petrus stellt Jesus die Frage und sagt, hey, ich habe im Fall da einen rechten Preis gezahlt. Ich habe meine Family zurückgelassen. Ich habe das Business, wo meine Familie seit Generationen hatte, das die Fischereiunternehmung, die wir da betrieben haben. Ich habe das Netz fallen lassen, habe etwas aufgegeben, habe einen Preis gezahlt und habe das für dich aufgegeben. Jesus, was gibt das? Was bedeutet das jetzt für mich? Ganz realistisch. Was heisst das für dich und mich, wenn wir uns ins Reich Gottes investieren? Wenn wir Sündigen dienen, die vielleicht nicht immer mega lässig sind. Wenn wir im Zeppelin mitschaffen, wo manchmal tough ist, wo manchmal anstrengend ist. Wenn wir im Putzteam uns investieren und helfen, das Gebäude im Schuss zu behalten. Ich glaube, wir haben das Anrecht, die gleiche Frage Jesus auch zu stellen. Herr Jesus, wenn wir uns wirklich hingeben für dich und in deinem Reich mitschaffen, was habe ich davon? Und weisst, ich liebe es, wie Jesus auf diese Frage antwortet. Jesus hätte ja eigentlich auch können sagen, hey, also Petrus, geht's dir noch? Hä? Was soll die blöde Frage? Was fährst du mir da an den Karren an? Hallo, du darfst hey, siehst denn du nicht ein, dass du mit mir unterwegs sein, oder? Also komm jetzt das bisschen Leiden, das du da auf dich musst nehmen, du nicht so dumm, oder? Hat er auch antworten können. Hat er können runterfahren und sagen, hey, die Frage, die darfst du nicht stellen. Die ist nicht zum Stellen, sondern er gehört. In dem Fall, dass beim Petrus die idealistische und realistische Seite der Mitarbeit zusammengekommen sind. Und er antwortet an Petrus auf die Frage. Jesus erwiderte zu allen Jüngern gewandt, also jeder, der mit ihm unterwegs war. Jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles 100-fach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Ich finde das genial, dass Jesus auf die Frage nicht mit einer Korrektur antwortet, nicht sagt, die Frage darfst du nicht stellen, sondern dass Jesus auf die Frage nach dem Preis von Mitarbeit mit einem Versprechen beantwortet. Er beantwortet an Petrus seine Frage mit einem Versprechen und er sagt, hey, was du investierst, was du aufgibst, was du zahlst für einen Preis, all die Kosten, die du bereit bist, auf dich zu nehmen, ich verspreche dir, dass du das 100-fach zurückbekommst. Und darum darf ich heute am Morgen mit gutem Gewissen euch fragen und einladen, ermutigen, challengen, zum Mitschaffen im Reich Gottes. Aus idealistischen Gründen. Aber mit einem Blick auf die Realität. Dass es manchmal auch tough ist. Dass es manchmal nicht lustig ist, am Sonntagmorgen am 7 Uhr aufstehen und bereit sein für die Bandprobe, um nachher den Lobpreis zu leiten. Dass das nicht immer mega erfüllend ist, im Himmelwärts bei unseren Kirchen dabei zu sein und einen Preis zu zahlen für das. Manchmal verpasst man einen Gottesdienst, manchmal hat man das Gefühl, ja gut, aber jetzt habe ich keine Predigt gehört, sondern ich habe mich investiert bei den Kindern. Ich darf das machen mit gutem Gewissen, euch einladen, motivieren, herausfordern zur Mitarbeit, weil Jesus verspricht, dass was wir investieren, er wird 100-fach vergüten. Darum kann ich mit gutem Gewissen euch fragen, ob ihr nicht mitschaffen wollt. Und ich habe schon ein paar Dienste erwähnt, die wir am dringendsten brauchen. Ich möchte euch jetzt einfach einladen, die Frage mitzunehmen. Hey, Jesus, möchtest du, dass ich mitschaffe? Möchtest du, dass ich irgendwo den Preis zahle? Wenn ja, wir haben hinter der Liste bereit für die Bereiche, wo wir am dringendsten Mitarbeiter jetzt am Suchen sind. Und das sind Reinigungsteam, das ist bei unseren Kindern brauchen wir unbedingt Mitarbeiter. Und ich möchte dich jetzt einfach einladen, das so zu prüfen. Mit der Challenge und mit dem Wissen, dass Gott verspricht, dass er den Preis 100-fach vergeltet. Alright, das war das 10-Minuten-Fenster zur Mitarbeit.